Gospel, Christmas, Lieder in der Weihnachts-Adventsgeschichte. Gospel ist ja eigentlich das Wort für eine gute Nachricht. Und ich staune, also wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, bis dann Jesus endlich auf die Welt gekommen ist, ist ja ganz viel passiert vorher. Und was da alles passiert ist, ist eine unglaubliche Geschichte. Und mitten darin sind ganz viele Loblieder. Diese Geschichte ist voller Loblieder für Gott. Danke vielmals. Und wir lesen im Lukas 1 von dieser Geschichte, das steht ganz viel dazu. Und dann schauen wir, Lukas hat das Lukas-Evangelium geschrieben. Was war denn sein Plan, seine Absicht? Und er beschreibt ganz selbstständig am Anfang vom Lukas-Evangelium, was er eigentlich wollte. Er wollte einen treuen und guten Augenzeugenbericht abliefern, damit die Leute ein gutes Glaubensfundament haben. Und da denke ich mir, ja gut, dieser Lukas, Akademiker, ein Arzt, der wird das wohl historisch möglichst genau eins nach dem anderen aufschreiben und hat das offensichtlich gemacht. Aber mitten in dieser Adventsgeschichte tauchen immer wieder diese Loblieder auf. Also das heißt, das gehört so zu dieser Geschichte dazu, dass das gar nicht anders geht, als dass man das dazu schreiben würde. Ich stelle mir vor, wie dieser Lukas das geschrieben hat, wie er vielleicht die Berichte von Leuten abgeholt hat und gemerkt hat, hey, das kann ich gar nicht anders aufschreiben, als all diese Lobgesänge da einzuweben und hineinzubringen. Und genau so einen Lobgesang wollen wir uns heute auch zusammen anschauen, nämlich den Lobgesang von Zacharias. Dieser Mann, von dem wir schon gehört haben, wir erfahren in dieser Geschichte, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, von diesem Zacharias. Er war zu diesem Zeitpunkt ein alter Mann. Er war verheiratet mit Elisabeth. Das heißt da ganz kurz, sie war unfruchtbar, konnte keine Kinder kriegen. Und jetzt sind die beiden alt. Der Zacharias ist ein Priester. Er hat immer wieder seine Zeiten, wo er in den Tempel geht, um Gott zu dienen. Wir erfahren über die beiden, Elisabeth und Zacharias, dass sie treue Gläubige waren. Die haben an Gott geglaubt. Die waren nicht einfach irgendwie nur fromm und haben irgendwie Rituale gemacht oder so, sondern die hatten wirklich eine Art Beziehung zu Gott. Sie haben auch gebetet, auch für dieses Thema mit der ganzen Unfruchtbarkeit haben sie offensichtlich gebetet, sogar als sie alt waren und das so eigentlich menschenmöglich gar nicht mehr realistisch war. Und in diese Zeit hinein passiert etwas Unglaubliches. Dieser Zacharias wird ausgewählt, er muss ins Heiligtum gehen, um den Dienst zu machen, ist da und begegnet dem Engel. Wir haben vor dieser Begebenheit gehört, eine unglaubliche Geschichte. Und der Engel sagt ihm, hey Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen. Ich weiß nicht, wie sich dieser Zacharias in dem Moment gefühlt hat. Auf der einen Seite war er wahrscheinlich völlig überwältigt. Wir lesen, dass er sich gefürchtet hat, auch in diesem Moment, diese Erscheinung mit dem Engel. Aber wahrscheinlich hat er auch gezweifelt, weil er sagt dann, ich will ein Zeichen. Und er hat eins bekommen. Er wurde stumm. Der Engel hat gesagt, du wirst stumm. Er hat nicht mehr reden können. Er kam dann da raus aus dem Heiligtum. Die Leute wollten wissen, wieso warst du so lange weg und so weiter. Und er war stumm. So ein bisschen ein dummer Moment, oder? So, du willst doch alles erzählen. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Ich stelle mir vor, dann ist er nach Hause gegangen zu seiner Elisabeth, hat diese Verheißung vom Engel und man muss ja etwas tun, um schwanger zu werden, oder? Und die sind schon alt. Und irgendwie muss er das doch erklären. Und er ist stumm. Und dann einen Moment später, ein paar Wochen später, merken sie plötzlich, oh, Elisabeth ist ja schwanger. Was gäbe es da zu sagen und zu erzählen? Und er ist stumm. Und irgendwann ist der Bauch größer geworden und die Nachbarn sind gekommen und wollten wahrscheinlich auch wissen, was da los ist, oder? Und er ist stumm. Was für eine dumme Situation. Jetzt möchtest du doch das allen erzählen und was da los ist, das weitergeben. Vielleicht haben die Leute Vermutungen angestellt oder so und er ist einfach stumm. Und plötzlich kommt da Besuch. Elisabeth im 6. Monat schwanger und da kommt eine junge Frau, eine Teenagerin noch, die Maria zu Besuch. Das Kind im Bauch der Elisabeth hüpft und die merken, da ist etwas am Kommen. Dieser Messias, dieser verheißene Retter, der versprochen wurde, wie der Engel es gesagt hat, da ist ja eine andere Schwangerschaft auch noch da.
Was für ein unglaublicher Moment. Was könnte man da alles erzählen? Und dieser Gelehrte, dieser Zacharias, der all diese alten Schriften kannte. Aber er ist stumm. Und dann kommt dieses Kind tatsächlich auf die Welt. Und er ist immer noch stumm. Dann 8 Tage schon auf der Welt gehen sie zum Tempel, wie es vorgeschrieben war, zur Beschneidung. Und er ist immer noch stumm. Konnte nicht sagen, das Kind wird beschnitten. Dann wollen sie dem Kind einen Namen geben und sagen, ja, das Kind, das wird Zacharias heißen. So war es üblich, oder? Vater Zacharias, erster Sohn Zacharias. Die Mutter Elisabeth, nein, der muss Johannes heißen. Weil so hat es der Engel gesagt. Die Leute denken irgendwie, was ist los in dieser Familie? Was läuft hier komisch? Und sie denken, wenn, dann wollen wir auf Nummer sicher gehen und fragen den Zacharias, was sagst du dazu? Immer noch stumm. Und ich stelle mir diese Situation unglaublich vor, oder? Wie würde es uns gehen, wenn wir dieser Zacharias wären? Und plötzlich können wir wieder reden. Was kommt dann über unsere Lippen? Vielleicht einige wären wütend. Oh, endlich kann ich wieder reden. Wollte schon die ganze Zeit etwas sagen. So ein Müll mit dieser Stummheit und so. Vielleicht wäre es den einigen auch peinlich. So, oh, sorry, dass ich nichts gesagt habe die ganze Zeit. Aber ich konnte ja nicht, weißt du, der Engel. Und das tut mir so leid oder so. Vielleicht andere, die würden ihr ganzes Wissen dann so belehrend den Leuten sagen. Ja, weißt du, ich habe das ja schon immer gewusst im Alten Testament und so in alten Schriften. Jetzt kann ich euch mal erklären, wie das alles so richtig funktioniert. Vielleicht wieder andere wären einfach fröhlich. Ja, ich kann wieder sprechen, Halleluja und so weiter. Ich stelle mir diese Situation unglaublich vor. Das ist Zacharias, da kann er nicht reden und es geschieht so unglaublich viel. Und genau da möchten wir eintauchen in diesen Text. Lukas 1, ab Vers 63. Da heißt es, und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Das war offensichtlich die Kommunikation, wie sie noch funktioniert hat, oder? Man muss alles auf ein Täfelchen schreiben. Und sie wunderten sich alle. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und? Was kommt jetzt heraus? Und? Er lobte Gott. Das finde ich unglaublich faszinierend. Das Erste, was über diese Lippen von diesem Mann kommt, ist, er lobte Gott. Nach all dieser Stummheit und dem Schweigen, das hier war, das Erste, was einfach heraussprudelt, ist das Lob Gottes. Und das ist so der erste Punkt aus dieser Begebenheit, ja, von dem wir uns inspirieren lassen können. Offenbar war dieser Zacharias in all dieser Zeit, wenn du schweigen musst, dann hast du Zeit zum Zuhören, oder? Dann kannst du mal beobachten und schauen, was da alles passiert, was Gott am Wirken ist. Und das hat in ihm irgendwie so ein Herz der Anbetung zutage gebracht, gefördert, dass sein Herz so voller Lob Gottes war, dass das das Erste ist, was herauskommt in diesem Moment. Eine Inspiration für uns, mit einem Herz der Anbetung durch den Alltag zu gehen, das Lob Gottes im Herzen zu tragen, dass das so herauskommen kann. Vielleicht sagst du jetzt ja auch, ja gut, dieser Zacharias, das war ja klar, hat er Gott gelobt, was der da erlebt hat. Jetzt kommt da tatsächlich dieses Kind auf die Welt. Was für ein unglaublicher Segen und er lobt Gott in diesem Moment. Ist ja vielleicht auch ganz naheliegend und logisch. Und wenn wir dann weiterlesen, merken wir, dass der Grund, wieso dieser Zacharias Gott lobt, noch viel tiefer sitzt und auch für uns eigentlich in jedem Moment des Alltags Grund genug ist, dass wir Gott loben und ihn preisen können mit unserem Herzen. Das ist so eine Anregung. Ich weiß nicht, was so dein Alltag bestimmt, was so aus deinem Herz heraussprudelt. Ich stelle mir das als etwas unglaublich Schönes und Kraftvolles an, mit einem Herz des Lobpreises und der Anbetung. Anbetung Gott gegenüber durch den Alltag zu gehen und jetzt vielleicht auch ganz bewusst durch diese Weihnachtszeit, durch diese Adventszeit hindurch zu gehen. Diese Begebenheit geht dann weiter und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden all diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten,
nahmen es zu Herzen und sprachen. Also es hat irgendwie die Herzen der Menschen bewegt, Bewegung gebracht. Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr. Und jetzt kommt dieser ganze Lobgesang. Also das war eine erstaunliche Begebenheit, die das ganze Nachbarschaft, Umfeld aufgewirbelt hat. Das war das Gespräch da. Und hat Zacharias dazu geführt, erfüllt vom Heiligen Geist, auch prophetisch, dass er ein Loblied gesungen, gedichtet, gerufen hat in diese Situation hinein. Also wenn wir diese Worte lesen, dann ist es mehr als einfach nur ein Dank oder so, sondern es sind Worte, die von Gott inspiriert sind, die so in einen Lobgesang hineingehen. Und das finde ich sehr spannend. Und wenn wir uns diese Frage stellen, wie kann auch der Lobpreis uns im Alltag begleiten? Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ich bin nicht so der Sänger, ich kann ja nicht jeden Tag einfach ein Lied singen. Vielleicht liegt dir das auch mega gut, aber vielleicht auch gar nicht. Der Lobpreis, ein Lobpreisherz, ein Herz der Anbetung, des Worships, das kann uns auch begleiten. Es geht über das Singen hinaus. Ich möchte dich mal fragen, dass wir zusammen ein bisschen mitdenken an dieser Stelle. Wie zeigt sich das, ein Herz der Anbetung? Wie kann sich das im Alltag zeigen? Wie wird das sichtbar oder wie kann man das leben als Christ? Kürzlich hat mir jemand erzählt, dass er nicht so der Worshipper oder Sänger ist und manchmal denkt er im Gottesdienst, jetzt haben wir langsam genug gesungen. Und dann trotzdem am Montag kommt dieses Lied einem wieder in den Sinn und läuft einem nach und stärkt einem so in Gedanken. Und ich glaube, es gibt auch noch weitere Formen, wie dieses Herz der Anbetung im Alltag von uns allen sich zeigen kann. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Vorschlag. Hat jemand eine Idee? Wie kann sich dieses Herz der Anbetung im Alltag auch zeigen? Jetzt noch mehr als singen. Singen, Lobpreis im Herzen, die Melodien im Herzen, Lieder, die nachlaufen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, aber es geht ja noch weiter. Hat jemand eine Idee? Ihr dürft einfach rufen. Wie kann sich ein Herz des Lobpreis, der Anbetung zeigen? Gespräch mit Gott. Ich wiederhole das, dass man das auch zu Hause gut hört. Im Gespräch mit Gott, Gott loben, ja. Tanzen. Tanzen. Gott loben mit Tanzen. Ja. Ein dankbares Herz. Also im Herzen einfach Gott Lobpreis, Dankbarkeit, Gott zugewandt, ja. In allen möglichen Situationen. Das kann es sogar sein, wenn man wirklich auch stumm sein muss, weil andere reden oder so. Ein dankbares Herz, Lobpreis im Herz. Darüber nachdenken, was hat Gott bei mir positiv verändert? Was hat Gott getan? Was wird er tun? Ja. Das würde auch bedeuten, dass man sich wie bewusst einen Moment Zeit nimmt oder sich besinnt, was tut eigentlich Gott? Ich denke, bei Zacharias war es ganz ähnlich, der war so stumm, der hatte viel Zeit, um zu beobachten, was tut denn Gott gerade? Was hat er getan? Was hat er gewirkt? Ja? Ungebrochene Zuversicht, das ehrt Gott, oder? Wenn wir jetzt in schwierigen Situationen zum Beispiel auch eine ungebrochene Zuversicht haben. Das ehrt und lobt doch Gott. Sehr schön. Es gibt noch weitere Dinge, wie das in den Alltag hineinfließen kann. Vielleicht kommt jetzt noch mehr in den Sinn. Und wenn wir jetzt weiterlesen, wenn wir dieses Loblied von Zacharias lesen, dann merken wir, wie es so viel Grund gibt, um Gott zu loben und zu preisen. Ich habe in diesem Loblied so wie 3 verschiedene Punkte herausgestellt, wo ich gemerkt habe, das sind so 3 Hauptaussagen, weshalb dieser Zacharias Gott lobt in diesem Moment. Und ich habe gemerkt, das sind 3 Dinge, für die können wir Gott immer loben, in jedem Moment. Vielleicht kann es auch für uns eine Ermutigung sein, diesen Lob Gottes im Herzen mitzunehmen. Also dieses Loblied beginnt: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht
und ihm Erlösung bereitet. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Das ist so der Anfang, vielleicht die erste Strophe dieses Liedes. Gepriesen sei der Herr, mit diesen Worten fängt es an, er lobt und preist Gott. Und offensichtlich hat er gemerkt, etwas, was ganz speziell ist, Gott hat sein Volk besucht. Ich finde es spannend, er denkt da voraus an den Messias, an diesen Retter und Erlöser, der kommen wird und sagt, er hat uns besucht. Das ist schon passiert. Das zeigt so eine tiefe, ungebrochene Zuversicht, die dieser Zacharias an diese Zusage hat. Gott hat uns nicht vergessen und er kommt zu uns. Er besucht uns. Er kommt uns ganz nahe in diesem Moment. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes. Das Wort, das hier im Altgriechischen steht, epeskepsato, das ist wirklich so man sieht jemanden, man geht zu jemandem hin und man sorgt sich dann um ihn, man kümmert sich um ihn. Das ist mit diesem Besuchen gemeint. Nicht einfach nur ein Vorbeigehen und Kuchen essen, wieder tschüss, sondern hingehen und sich um jemanden kümmern. Und das muss diesen Zacharias unglaublich bewegt haben. Gott, dieser allmächtige Gott, der wird klein und Mensch und besucht uns, kommt uns nahe, kommt zu uns. Und er fasst das dann weiter, er sagt, das bedeutet, dass unsere Erlösung nahe ist. Das Wort, das hier im Altgriechischen steht für diese Erlösung, das ist sehr nahe verbunden mit Freikaufen, so aus der Sklaverei hinauskaufen, jemanden loskaufen. Also er hat dieses Bild, da kommt jemand, besucht uns und will uns erlösen, frei machen. Freikaufen, loskaufen. Er richtet uns ein Horn des Heils auf. Ein Horn oder etwas, das heraussteht, hinaussticht, etwas Sichtbares, Mächtiges, Kraftvolles des Heils. Das Wort hier für Heil auch wieder Rettung. Eine Rettung im Sinn von Wiederherstellung, Wiedergutmachen. Also da kommt jemand, da kommt Gott ganz nahe zu uns, um uns frei zu kaufen, zu erlösen, zu retten, etwas wiederherzustellen, was kaputt ist. Uns zu retten, so nennt er es dann auch im weiteren Vers, Rettung kommt zu uns. Und er erwähnt es hier, eine Rettung vor all unseren Feinden. Finde ich interessant, Rettung vor all unseren Feinden. Also wenn die Leute damals dem Zacharias zugehört haben, haben sie gedacht, boah, Feinde, ja, die Römer, das sind unsere Feinde, diese Besatzungsmacht hier, die unterdrückt uns. Vor denen wollen wir befreit werden. Jetzt wir bei uns in der Schweiz haben keine Römer, die uns unterdrücken oder so. Ich weiß nicht, was dir bei dem Wort Feind in den Sinn kommt. Aber wenn wir diesen Text anschauen, merken wir, dass es auch andere Feinde gibt. Dass es geistige Feinde gibt. Und dass die noch viel schlimmer sind als irgendwelche irdischen Unterdrücker. Dass das also wirklich die schlimmsten sind. Also als erstes die Macht des Bösen, oder? Satan, der Teufel. Der gröbste Feind, den es gibt. Dann die Sünde, die Schuld, das, was uns von Gott trennt. Als eine Folge davon der Tod, das Sterben, das sind Feinde. Das sind Feinde. Und jetzt erkennt dieser Zacharias, durch den Heiligen Geist inspiriert, dieser Messias, der kommt, wird uns von diesen Feinden befreien. Was für eine wunderbare Rettung, was für ein Grund, dass wir Gott loben und preisen können. Für diese Befreiung. Und wenn das hier so prophetisch ist, später dann wird geschrieben, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, ich lese da aus dem 2. Kolosser, wie es dann später heißt, in den Briefen dem Neuen Testament, dieser Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht oder freigekauft, losgekauft. Den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Dieser Feind der Sünde, dieser hat Jesus weggeschafft.
indem er unseren Schuldschein genommen und ans Kreuz genagelt hat. Es ist dieser Feind besiegt. Dann heißt es weiter im Kolosserbrief, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, als er am Kreuz gestorben ist. In ihm, in Jesus, in diesem Tod, in diesem Sterben, hat er den Triumph über sie gehalten. Also wenn wir heute davon reden, dass Jesus der Retter ist, dass er gekommen ist, uns von diesen Feinden zu befreien, uns loszukaufen, dann schauen wir zum Kreuz und merken, dieser Sieg ist errungen. Jesus ist der Retter und das ist ein Grund, dass wir heute auch Gott loben können. Das ist meine Frage an dich. Was löst es dir in dir aus, dass Jesus kommt und uns besucht? Und nicht nur besucht hat, damals, vor 2000 Jahren irgendwie auf die Welt gekommen ist, sondern auch heute besucht. Dass er dich besucht und nahe bei dir sein will. Und dann nicht wieder weggeht, sondern dass er bleibt. Was für ein unglaubliches Geschenk, dass er kommt, um uns zu retten. Dass er den Schuldschein von all unseren Negativen im Leben, dass er das auf sich genommen und ans Kreuz genagelt hat. Dass er uns rettet von unseren Feinden. Von der Sünde. Von der Macht des Bösen, vom Tod. Endgültig. Und dass er uns so eine neue Perspektive schenkt. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe diese Rettung von Jesus schon angenommen, vor ein paar Tagen, Wochen, vor Jahren vielleicht. Und du merkst, wie das immer wieder neue Dankbarkeit auslöst. Dankbarkeit unserem Jesus gegenüber, unserem Retter gegenüber. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe diese Rettung noch gar nicht so persönlich angenommen und möchtest das heute tun. Das wäre die beste Gelegenheit, das ist das größte Geschenk, was Jesus uns bringt. Wir haben ja viel Gesprächsgelegenheit auch, Ministry Time dann nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst. Wenn du diese Rettung von Jesus für dich annehmen willst, dann zögere nicht. Man kann einfach im Gebet zu Gott kommen, ihn um Vergebung der Schuld, der Sünde bitten und er vergibt und nagelt den Brief ans Kreuz, dieser Schuldschein. Und schenkt Vergebung, schenkt Rettung vor diesen ärgsten Feinden, die wir haben. Also das ist ein erster Grund, Gott zu loben und zu preisen in jedem Moment des Alltags. Er ist unser Retter. Er hat uns besucht. Er möchte auch dich besuchen. Dann lesen wir weiter, vielleicht so die zweite Strophe in diesem Lobgesang. Das alles hat er getan, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken. Des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das ist ein langer Satz, ein bisschen verschachtelt. Man spürt hier diesen Zacharias, der all diese alten Schriften kannte. Es gibt in diesem Lied ganz viele Verbindungen ins Alte Testament. Das ist mega spannend. Wir haben heute nicht die Zeit, auf all diese Punkte einzugehen, aber ich habe einige davon auch auf dem Handout erwähnt. Das lohnt sich, um hier noch ein bisschen tiefer zu graben. All das mit dem alten Bund, was dem Abraham schon versprochen war und so weiter. Ein bisschen diese Verbindungen herzustellen, ist absolut spannend. Also ihr könnt das Handout gerne mitnehmen oder herunterladen, ist auch im YouTube verlinkt. Da gibt es diese Hinweise alle. Wir merken aber in diesem verschachtelten Satz, was so die Hauptaussage ist. Diese Barmherzigkeit, dass wir Gott ohne Furcht dienen können. Ich habe das so mal hervorgehoben und vielleicht siehst du jetzt diesen Satz und denkst, okay, interessant. Das ist unglaublich barmherzig von Gott, dass wir ihm jetzt ohne Furcht dienen können. Vielleicht, ich weiß nicht, was dieser Gedanke in mir auslöst. Ich muss das zuerst mal überlegen. Ja, ich darf Gott ohne Furcht dienen? Okay, das ist eine große Barmherzigkeit. Könnte das ein Grund sein, dass wir Gott loben? Und ich habe gemerkt, dass das eine unheimlich schöne Aussage ist. Vielleicht können wir diese Aussage auch so entdecken für uns. Ich stelle mir diesen Priester, diesen Zacharias vor. Ich meine, der wusste, was es bedeutete, ins Heiligtum zu gehen, um Gott nahe zu sein. Da gab es nämlich Opfervorschriften und Reinigungsvorschriften, die er einhalten musste. Und erst dann war er würdig, um ins Heiligtum hineinzugehen und da Gott zu dienen.
Und wahrscheinlich war das auch so mit einer Angst verbunden, oder? Habe ich mich genug gereinigt? Ist dieses Opfer, war das wirksam? Kann ich da in dieses Heiligtum hineingehen und Gott begegnen, in seine Nähe kommen? Ist er dann gnädig oder reicht das nicht? Ist vielleicht auch mit einer gewissen Furcht, Ehrfurcht verbunden, auch mit einem Bewusstsein, dass er als Mensch ja gar nicht würdig genug ist, eigentlich zu Gott zu kommen. Oder was macht ihn dann gerecht und heilig? Eben diese Opfer, diese Dinge, reicht das alles? Und in diesem Moment merke ich, wie das auch bei uns in unserem Leben anknüpft. Vielleicht kennst du auch so Gedanken, bin ich würdig genug, zu Gott zu kommen? Bin ich es wirklich genug wert, dass ich bei ihm sein kann? Ich habe gerade in einem Buch gelesen über eine Frau, die in Depressionen war, weil sie sich unwürdig gefühlt hat. Weil etwas passiert ist in ihrer Biografie und dann hat sie gedacht, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Das ist irgendwie jetzt etwas dazwischen. Sie hatte so Schuldgefühle und begann sich dann selber zu bestrafen, hat sich aus Beziehungen zurückgezogen und so weiter. Vielleicht kennst du auch so Momente, wo du dich selber wie bestrafen willst für Dinge oder wo Dinge an dir nagen und denkst, darf ich so zu Gott kommen? Jetzt habe ich schon wieder schlecht gemacht. Jetzt habe ich dieses Problem immer noch nicht im Griff. Darf ich so zu Gott kommen? Bin ich würdig genug? Und plötzlich merke ich, dieser Gedanke, ohne Furcht zu Gott zu kommen und vor ihm zu sein, ihm zu dienen, das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Und jetzt merkt dieser Zacharias, hey, in diesem Wunder, was hier passiert, in diesem Moment, zeigt sich Gottes Barmherzigkeit, dass ich zu ihm kommen kann, ohne Furcht, ohne Zittern. Erfüllt vom Heiligen Geist zieht er hier wie voraus, dass das etwas mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit zu tun hat, dass er so kommen kann. Also ein Grund, dass wir Gott anbeten können, dass wir ihn worshipen können, auch im Alltag, weil seine Barmherzigkeit lässt uns würdige Diener sein. Später dann im Neuen Testament lesen wir, wie die Theologen das so richtig gut herausgestellt haben. Wieder so spannend, oder? Diese Prophetie im Heiligen Geist und dann, was Jesus wirkt und tut. Und da können wir lesen im Epheser 4, Vers 24. Das könnt ihr, weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, der in Gerechtigkeit und in Heiligkeit erschaffen ist, die beide aus der Wahrheit kommen. Mit anderen Worten, man hat erkannt und gemerkt, dass man selber nicht heilig und gerecht werden kann. Aber dass dieser Jesus, wenn wir seine Rettung annehmen, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, dass der aus uns einen neuen Menschen macht, mit Kleidern von ihm, nicht von uns, von ihm, die heilig sind und die gerecht sind. Und wenn ich jetzt in die Nähe von Gott komme, in die Nähe seiner Heiligkeit, dann sind diese Kleider hier, die mich überkleiden von Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich kann ohne Furcht kommen. Ich darf zu Gott kommen, nicht wegen mir, weil ich so gut bin oder weil ich es geschafft habe oder weil ich meine Sünden besiegt habe oder irgend so etwas, sondern weil er es getan hat. Weil er mich umkleidet mit seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Also ein unglaubliches Geschenk. Wir gehen weiter zur dritten Strophe, zur dritten Aussage und plötzlich merkt jetzt dieser Zacharias, ja, ich habe ja auch einen Sohn bekommen. Das ist nicht der Messias, der Johannes, der Täufer wird das dann, oder? Und fasst das Ganze wie zusammen, blickt auf sein eigenes Kind und greift diesen Faden auf. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils oder der Rettung zu bringen. Da haben wir wieder diese Rettung. Zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Also das ist genau das, was der Johannes der Täufer gemacht hat. Er hat den Weg bereitet, dass die Menschen diesen Jesus dann erkennen konnten, wer der ist, was er macht in seiner Barmherzigkeit, diese Rettung, die er bringen will. Und wir merken hier, es ist nicht nur ein Weg bereiten, irgendwie irdisch oder eine Straße bauen, sondern es geht vor allem um das Herz, einen Weg bereiten im Herzen. Dass dieser Jesus kommen kann, besuchen kann, einziehen kann. Es steht hier von Vergebung der Sünden,
Das aus dem Weg räumen, was im Weg steht. Und das ist ja das, was Jesus tut. Er kommt in seine Barmherzigkeit, er rettet uns von diesen Feinden. Das Herz darf offen werden, dass er einziehen kann, dass er kommen kann. Das war die Aufgabe des Johannes, diesen Weg zu bereiten bei den Menschen. Er hat den Leuten gesagt, hey Leute, kehrt um, Jesus will eure Sünden vergeben. Und dann heißt es weiter, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Wieder dieses Besuchen, wieder diese Barmherzigkeit, sogar doppelt herzliche Barmherzigkeit. Das herzlich, das ist ein Wort, was eigentlich mit Eingeweiden zu tun hat vom Wort her. Also eigentlich aus dem Innersten heraus, diese Barmherzigkeit von Gott. Dieser Aufgang aus der Höhe, ein spezielles Wort auch, habe ich auf dem Handout noch ein paar Dinge zugeschrieben. Das erinnert uns vor allem daran, dass Jesus wie ein helles Licht in diese Welt hineingekommen ist, wie ein vielleicht Sonnenaufgang oder ein heller Morgenstern. Ein absolut spannender Gedanke, der ganz viele Anknüpfungspunkte auch im Alten Testament findet. Und dann heißt es weiter, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Frieden. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde oder in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Also das ist dann die Zusammenfassung der ganzen Kindheit und Jugend von Johannes des Täufers. Über dieses Licht, das kommen wird, über diese Finsternis und Todesschatten, Jesus, das Licht der Welt, da könnte man jetzt auch ganz viel dazu sagen, aber das sparen wir uns noch auf für den nächsten Sonntag, weil da geht es dann weiter mit dem nächsten Lied und das ist da ein zentrales Thema, das Licht, das kommt, um in der Finsternis zu scheinen. Aber etwas, was ich noch hervorheben möchte aus dieser Strophe ist, um den Weg des Friedens zu bereiten. Und das wäre so ein dritter Grund, wie wir Gott loben oder weshalb wir Gott im Alltag in jedem Moment loben können, weil er uns seinen Frieden schenkt. Einen Frieden, der diese Welt übersteigt, den diese Welt nicht bieten kann. Wir haben ja kürzlich uns mit dem Philipperbrief auseinandergesetzt. Da wird dieser Friede dann wieder auch aufgenommen. Und das, was hier der Zacharias prophetisch voraussagt über den Frieden, das wird da im Philipperbrief dann erkannt, oder? Es ist ein Friede, der Gott schenkt. Das schreibt er so, und der Friede Gottes bewahre euer Herzen und euer Sinnen, euer Gedanken in Christus Jesus. Ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Also man hat das dann wirklich erkannt. Der Frieden, den Jesus schenkt, ist nicht etwas Irdisches, sondern etwas, das allen Verstand übersteigt. Und er bewahrt unsere Gedanken, unser Sinnen, unser Denken, aber auch unser Herzen. Vielleicht kennst du auch so Momente in deinem Leben, wo nach äußerem Begutachten absolut kein Frieden da ist oder nur Gründe da sind, um unruhig zu sein, verzweifelt zu sein, keinen Ausweg zu sehen. Und du hast erlebt, wie du mit all diesen Dingen zu Jesus kommst und er dir einen Frieden ins Herz schenkt, der gar nicht erklärbar ist in diesem Moment. Ich hatte dieses Jahr ganz viele Momente, auch in der Seelsorge. Ich habe ganz viel Seelsorge gemacht dieses Jahr, das war spannend. Und das erlebe ich da immer wieder, dass wir Dinge zu Jesus bringen und plötzlich schenkt er so einen Frieden ins Herz hinein, obwohl sich gar nichts von den Umständen verändert hat. Und es ist wie ein Wunder. Plötzlich ist dieser Friede da. Und man weiß, hey, bei Jesus ist es irgendwie, kann ich es mit ihm zusammen, wird es gehen, wird es funktionieren, er hat einen Weg, er hat eine Sicht, eine Perspektive. Er ist mit mir, mitten in diesem Schlamassel drin oder in dieser Herausforderung drin. Etwas Wunderbares. Also das ist so ein dritter Gedanke, ein dritter Grund, weshalb wir Gott in jedem Moment loben können. Das ist der Dreiklang, sage ich jetzt mal, den ich dir heute mitgeben möchte. Im Alltag das Lob Gottes im Herzen haben. Vielleicht für ganz praktische Dinge, die im Alltag passieren, die wir beobachten, was Gott tut. Aber dann auch diese 3 Strophen oder diese 3 Klänge, die wir mitnehmen können, die uns immer Grund geben, Gott zu loben und ihn zu preisen und ihn anzubeten. Das erste, weil Gott unser Retter ist. Er ist auch mein Retter. Er ist auch dein Retter. Vielleicht ist das dein Punkt, der dich auch anspricht hier.
Ein zweiter Klang, weil Gottes Barmherzigkeit uns würdige Diener sein lässt. Wir dürfen würdig zu Jesus kommen. Was für ein wunderbares Geschenk. Und wenn das dein Punkt ist, dann nutze doch diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit, um bewusst zu sagen, ja Jesus, besuche mich. Ich fühle mich nicht würdig, aber ich weiß, du machst mich würdig. Es sind deine Kleider, deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit. Und ein dritter Klang, weil Jesus übernatürlichen Frieden in uns bewirkt. 3 Gründe, dass wir immer Jesus loben und ihn preisen können. Wenn du morgen aufwachst, vielleicht hast du noch ein paar Klänge jetzt hier vom Gottesdienst, vom Lobpreis in Gedanken. Vielleicht nimmst du das einfach auch als Idee mit. Lob Gottes im Herzen, im Alltag, am Montagmorgen, am Dienstag, im Weihnachtsstress, in einsamen Momenten. Lob Gottes im Herzen. Lob Gottes im Herzen, was das für eine Kraft haben kann. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du uns besuchst. Und es war nicht nur damals so, das ist auch jetzt. In diesem Moment, Jesus, du bist da. Und du besuchst uns und nicht nur im Gottesdienst, auch zu Hause in unserem Alltag. Du bist da. Und du kommst zu uns. Und du bist der allmächtige Gott, der sich klein macht, der sich nicht so schade ist, zu uns zu kommen. Danke, Jesus, dass du zu uns kommst und uns auch befreist vor unseren Feinden, dass du uns gerecht und heilig machst, dass wir ohne Furcht und Zittern zu dir kommen können, ohne Scham, weil du nimmst uns diese. Du nagelst den Schuldschein ans Kreuz und hast die Feinde besiegt, du hast den Tod besiegt, du hast die Macht des Bösen besiegt. Du bist auferstanden, Jesus. Und danke, Jesus, dass du uns einen Frieden schenkst, der allen Verstand übersteigt. Dass du einen Weg des Friedens in unsere Herzen hineinbahnst. Und wir wollen dich preisen, Jesus. Wir wollen deinen Namen groß machen. Ja, wir wollen einfach auf dich schauen und auch uns begeistern und überwältigen lassen von deiner Größe und von deiner Gnade und von deiner Barmherzigkeit, von deiner herzlichen Barmherzigkeit. Danke, Jesus, bist du da. Amen. Vielleicht hast du jetzt einen Punkt, wo du sagst, du möchtest mit jemandem beten für einen Segen, für etwas, was dir wichtig geworden ist, oder hast ein Anliegen, wo du merkst, da fühlst du dich vielleicht unwürdig oder so. Willst das bewusst auch ablegen, dass du weißt, du darfst ohne Furcht zu Jesus kommen. Wir haben 2 Leute, die sind bereit für Ministry Time, die sind während den nächsten Liedern ganz hinten. Du kannst einfach aufstehen und nach hinten gehen und dein Anliegen sagen und sie beten. Sie beten einfach für dich. Genau zu Jesus gehen und diesen Frieden in Anspruch nehmen, oder? Den aller Verstand übersteigt. Ich möchte dich aber auch einladen, jetzt gerade, dass wir jetzt Gott loben können zusammen. Dass wir ihn preisen können für all diese Dinge, dass wir unsere Hände erheben können. Ihm gebührt die Ehre und ihm gebührt die Anbetung. Und seinen Namen möchten wir groß machen. Es ist derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit, der immer noch Wunder tut, der hier ist und der uns besucht. Deshalb, wenn du magst und wenn du kannst, lass uns doch zusammen aufstehen und diesen Gott loben und preisen. Vielleicht sogar die Hände erheben. Das ist derselbe Gott, der heute noch Wunder tut und der hier bei uns ist und wirkt und uns besucht.